Die Zeit ist reif für eine neue Aufnahmesession von Xenoblade Chronicles und damit herzlich willkommen zurück bei diesem grandiosen Spiel, das leider in der letzten Folge ein abruptes Ende genommen hat, aber ich dachte mal zugunsten von oder wohl eher, um Fiora in aller Ehre verabschieden zu können, habe ich dann halt mal die Folge ein bisschen früher beendet, was jetzt nicht mehr vorkommt, aber jetzt wird die Folge länger dauern, und wohl ja die Folgen. Das sanfte Ätherglühen beruhigt mich jedes Mal. Nach all den Kämpfen gibt es für mich derzeit nichts Schöneres. Ja, schön, schön gut, schön sehr gut. So, ich habe mich offscreen noch ein bisschen hier umgeschaut, weil ich möchte gerne noch ein paar Gegenstände kaufen, verkaufen und vor allem ein paar Juwelen schmieden. Und da habe ich mir zuerst noch einen kleinen Fehler geleistet gehabt und da die Folge nochmal neu gestartet und ich hoffe, diesmal mache ich es richtig. Ich bin jetzt noch nicht ganz so sicher, mal gucken. So, erstmal beim Händler vorbeischauen und hier noch etwas verkaufen. Das geht soweit ganz gut, und zwar, na gut, das Monado geht nicht gut verkaufen, aber wir haben mittlerweile ein paar Waffen, die man ruhig, naja, also Vorräte, also doppelt sind und so, zum Beispiel das hier mal. Wie ein Soldatenpike und so. Da gibt es zweimal, einmal mit einem leeren Sockel und einmal mit 3 leeren Sockeln, da könnt ihr ruhig diese hier entfernen. So, dazu, trotzdem möchte ich gerne jedes Material oder halt jedes Item mindestens einmal behalten, damit es halt trotzdem, ja, halt dann für die Sammlung. Damit wir halt trotzdem alles einmal haben. So, Metalllanze. Schon wieder? Tatsächlich. Nein, ohne Sockel kann auch weg. Hebemesser. Jagdmesser kann bleiben. Metalllanze. Moment. Doch. Metalllanze kann weg. Dann diese auch wieder weg. Schrottramme kann man hier irgendwie auch sortieren oder so. Oh, mit C. Mal so sortieren. Monado, die stärkste aller Waffen. Ja, ich hoffe es mal. Soldatenpike, Millionenramme. Okay. Metalllanze zweimal. Gut, die kann weg. Schrottramme, Defensivmesser, nochmal Defensivmesser mit nur einem Sockel weg. Sieht hier aus, war gut. Dann hier noch sortieren. Koloniekappe. Nachtvisier. Ich denke mal, ich behalte die noch. Ein bisschen. Man weiß nie, was wir da noch für Weggefährten für den zukünftigen Verlauf des Spiels bekommen. Kann man so noch nicht sagen. Kampfrüstung weg. Viel zu schwach. Kampfrüstung ist ausgerüstet. Die hier. Frontrüstung. Von Meisterhand gefertigte Rüstung stärkt die Lebenskraft. Warum ist sie nicht ausgerüstet? Seltsam. Kampfrüstung, Mittelrüstung. Die auch weg. Kolonie top. Nee. Ja, wobei, na komm, wir behalten sie mal noch. Die behalte ich mal noch. So, was? Karawanenstulpen, okay. Leichthandschuh, zweimal mit S, kann einen auch weg. Kolonie-Ärmel, 9er Ärmel, Kolonie-Ärmel, kann der noch weg. Ja, es reduziert sich langsam und wir bekommen immer mehr Kohle. Immerhin etwas, oder? Kolonie-Shorts können weg. Füße. Meine Füße stinken. Kolonie-Schuhe, 9er Schuhe. Die auch weg. Mittlere Stiefel, 9er Schuhe schon wieder. Die beiden sind ausgerüstet. Okay. Sortieren bitte nochmal. Nach der Abwehr, wenn es geht. Kampfstiefel mit 9er Schuhe, Kolonieschuhe. So. Materialien. Ja, lecker nach dem Chipplay. Was sollen wir eigentlich mit all den Materialien hier machen? Ich weiß, wir müssen den Teil noch abgeben, aber ich habe keine Ahnung an wen noch, weil irgendwie glaube ich, die finde ich gar nicht mehr. So, mal gucken. Jetzt kaufen, Waffe geht nichts. Hier könnte man was kaufen. 9er Kappe haben wir. Wie? Besitz 0. Okay. Im Besitz alles 0 hier. Wollt ihr mich verarschen? Meine Leichtkappe nehmen. Ich denke beiden. Yep, hilft beiden. Gut, für beide mal ein Exemplar jeweils. 9er Top. Wie sieht es hier aus? Kampfrüstung. Wow, Regnersrüstung 4000. Ja, dann lieber doch nicht. Oh, Kampfrüstung habe ich ja. Stimmt, die ausgerüstet. Gut.
Dann hier im Besitz, Hums Armschutz, aber 2000. Nee, viel zu teuer. Leichthandschuh, 69, auch nicht übel. Oh, haben wir sogar einen? Na, für den anderen noch, oder? Gut, nein, das reicht jetzt. Hose, wie sieht es mit der Unterhose aus? Mit den Boxershorts, na, 9er Shorts. Hier Kampflegends. Regen, das sind auch so schweineteuer. Na kommt, wenn ich schon die teuren Kampflegends habe, dann muss ich nicht unbedingt noch den 9er Shorts oder schicker Gürtel zu kaufen. Bringt sie dann irgendwie nicht so. Besitz, so das, Leichtschuhe. Militärschuhe, für ihn noch 2000 schon wieder. Puh, Leichtschuhe zum Ausrüsten. Tja. Wieso eigentlich nicht mal zum Testen? War Knochenhaken. 2400, erweitert Raids Technikstufe. Ja bitte, aber 2000, alter Schwede. So, das war der Technikfreak hier, der Händler meine ich. Und jetzt die ganzen Personen abgeblieben, denen ich noch irgendwie Items und so schulde. Ne, wo sind die? Habt ihr noch was abzugeben da? Sehe ich nicht auf der Minimap da oben? Oh oh. Ich will das sehen, ich habe Material abzugeben. Mal gucken, wo war das jetzt schon wieder? Hier. Das Missionstagebuch. Mal kurz reingucken. Monster Mission 2 Teil 1. Aber noch nicht, das stimmt. Und hier. Du hast die Bitte der Soldaten erfüllt, die Tefra-Höhle ist etwas sicher geworden. Na gut, dann müssen wir sowieso noch hin zur Tefra-Höhle, das passt gerade gut. Die Forschung kann fortgesetzt werden. Habe ich es bereits abgegeben? Nee, noch nicht, weil ich hier noch kein Rautezeichen, genau. Das fehlt noch, nur dann würde es irgendwie gehen. Ja, wo ist jetzt der? Materialmission 1. Sehe ich den hier irgendwo höher auf der Karte? Ja, da gehe ich gleich hin. Ich möchte erst noch gerne einen anderen Typen da begrüßen, sehen. Wo ist der? Hä? Ja, das sehe ich den nicht. Mal kurz auf der Karte gucken. Dann müssen wir ihn doch hier sehen, oder? Nö, sieht irgendwie scheiße aus, aber das Gefühl, oder? Kann das sein? Mist, wo war denn der? Oh oh. Freunde, wo war der Typi? Na egal, ich habe jetzt keinen Bock, hier die ganze Kolonie durchzumaschinen und so. Weil... dauert da einfach zu lange. Einfach viel zu lange und daher zurück. Ha! Genau. Schulk macht es uns so elegant vor. Moment mal, war nicht hier drüben was? In der Gasse? Der Seitenstraße? Was ich du? Nö. Der war's auch nicht. Oh mein Gott, ich strauchle hier die ganze Zeit rum. Dabei sollte viel lieber ein bisschen Action wagen. Was der hier? Oh, eine neue Mission für uns. Oh oh. Und nach Rainer manchmal, da standen gute Ideen. Ja, ja. Immer mit der Ruhe. Sesam, der heißt Sesam. Die Sesamstraße. Sesam und seine Freunde scheinen etwas zu planen. Hilf ihnen, um herauszufinden, was sie vorhaben. Er beut von den singenden Unkoren in der Tefra-Höhle 2 Unkur-Quacksäcke. Singenden Unkoren. Achso, das sind die Typen, glaube ich. Ja, ich kann es mal versuchen. Ich muss sowieso dorthin zurück, weil jetzt mittlerweile mit Stufe 12 und so, denke ich mal, und mit dem Monado sowieso, sind doch stark genug, um dann noch ein bisschen aufzuräumen, nicht wahr? Diese kleinen Zwischenbosse und so. Ich hab die nicht vergessen, Freunde. Diese Scheißtypen, hey. Aber hier hat's doch irgendwo einen, der mich etwas abgeben muss, hä? Wo muss man da hin? Hallo? Schulk rennt mal ein bisschen, geht alles nicht, das ist doch wohl zum Mäusemelken. Weh, muss ich Materialien abgeben oder sag mir bitte nicht, das geht jetzt nicht mehr nach dem Überfall. Das wäre jetzt eine schöne Scheiße. Ist der hier? Nö. Das ist nur der Händler, ist wieder hier und... ah, scheiße. Knauf.
Okay, Leute, ich fürchte, das geht nicht mehr, oder? Wenn doch, dann bitte schreibt es mir in die Kommentare, korrigiert mich, wenn ihr das doch noch hinkriegen kann und schreibt mir bitte, wo dieser Typ ist. Bist du das? Hallo. Hallo? Oh, das ist ein Mädchen. Ich hätte es versucht, aber ich habe einfach kein Talent für sowas. Nein, ich war mal so klein und so, naja, weißt du, und jetzt ist er fort und ja, ist einfach alles ein bisschen scheiße. Und du musst sowieso für das Let's Play Sidequest erledigen, daher geht das schon für dich in Ordnung, oder? Ja, komm schon. Oh Mann, Desiree hat ihre Uhr kaputt gemacht. Geh ins Forschungslabor und repariere die Uhr. Ja, könnte ein bisschen dauern. Wir haben ja Zeit. Aktualisiert Quests, Mann. Aktualisieren ist schön und gut, ich möchte nur gerne wissen, wo ist der Typ, den ich das alles abgeben kann. Das merke ich mir doch nicht. Oh, jetzt bin ich doch hier. Da muss doch irgendwo etwas vermerkt sein, wo ich den Typen finde. Oder die Typen, je nachdem halt. Vielleicht hier, Harmoniediagramm. Kolonie 9. Ja, das stimmt doch, hä? Moment mal. Mann, soll das immer laden? Mach endlich mal. So. Das ist der gute Sesam, das ist die Desiree. Der Jan, Soldat im Ruhezustand. Was war mit dem jetzt eigentlich los? Was dem etwas abgeben oder so? Cheryl. Beschreibung Rain Farm. Ist ein bisschen sehr tricky hier. Die kaputte Uhr. Hier, Monstermission Teil 1 und Materialmission 1, die könnt ihr doch jetzt abgeben. Hä? Kolonie 9 Bewohner, na, ist super. Die Forschung kann fortgesetzt werden. Ja, jetzt kannst du es doch abgeben. Okay, weil ist jetzt sicher geworden. Gut, dann muss sowieso den oben abgeben, das ist kein Problem. Die Freude Eingang. Ah, Truppeneingang steht. Jetzt steht's plötzlich. Okay, mal kurz gucken. Teleporten, geht das jetzt überhaupt? Ah, Teleporten, bitteschön. Ist das hier? Forschungslabor, Truppeneingang, Wohnviertel. Truppeneingang, hier hinreisen. Ah, jetzt müsste hier irgendwo sein. Ah, dort sehe ich's, jetzt sehe ich's. Nein, das ist ein neuer Auftrag, scheiße. Es sucht doch bloß einen Typen, dem ich das abgeben kann. Ich sehe auf der Karte aber nichts. Hä, wo ist... Jetzt sehe ich was. Das rote Ausrufezeichen, ist es der da? Nee, oder ist doch wohl eher etwas ganz anderes? What is it? Tja, du musst es ja wissen. Wieso hat sie ein rotes Ausrufezeichen? Nur wegen... Ist es nur wegen dem Monat oder was? Ja, also doch gerne dann... Halt doch mal... Schulk! Hallo? Da steht doch immer reparieren, so jetzt wieder. Also wir brauchen 3, Diktatur, blaue Kette erledigt, 3, okay. Das war's schon. Gucken wir doch mal kurz nach. Na, wie sieht's jetzt aus? Erledigt oder nicht erledigt? Ja, wie jetzt? Gebe es im Labor und repariere die Uhr. Ja, aber da bin ich doch. Nein! Na, Knarf. Komm schon jetzt. Dann mach mal bitte schön hin, wenn das vielleicht möglich ist. Yeah, erledigt. Wie jetzt? Hat der erledigt? Ach so, es steht hier Bericht.
Sind die hier vielleicht doch schon erledigt? Hä? Kapier ich nicht. Naja, wisst ihr, ich frage mich einfach, weil da unten, da sind wir zum Beispiel bei dem hier, bei dieser Mission halt, da hat es noch ein Rautezeichen da links, über dem Ausrufezeichen. Daher denke ich mal, dass diese wirklich komplett abgeschlossen ist und diese hier nicht. Aber es kann natürlich auch sein, dass diese einfach auch für die Hauptstory relevant war und diese nur für Sidequests sind, die halt kein so ein Rautezeichen haben. Und daher, tja, na gut, dann halt. Ab zu Desiree. Wo war jetzt die schon wieder? Muss irgendwo im Eingang gewesen sein. Hier Wohnviertel, wa? Dann nochmal kurz gucken. Vielleicht stimmt es sogar, was ich nachher sage. Oder was ich gerade eben gesagt habe. Man weiß ja auch nie. Ätherlaterne. Desiree. War doch irgendwo da oben, wa? Ja, ich bin da vorhin runtergefallen, kann man wieder hoch? Nö, sieht nicht so aus. Mann, die Folge zieht sich in die Länge. Ich habe zwar gesagt, dass ich hier längere Folge machen möchte von Xenoblade Chronicles, sprich so 20-30 Minuten. Also Tendenz eigentlich schon eher zu 30 Minuten hin, aber wenn ich natürlich so langsam bin... Ah, hier ist sie ja. Dann dauert es natürlich. Trotzdem lange. Ja, ich habe es repariert. Hä? Was, wieso? Oh Mann. Und wieder mal jemand, der in uns verknallt ist. Kennt man ja, nicht wahr? So, was haben wir jetzt hier Schönes? Wischangriff 2 hoch und so. Ah, ist das geil. Mal kurz gucken. Stimmt das jetzt ungefähr oder wie war das? Jo, es ist abgeschlossen. Okay, mein Fehler. All die halt so eine Krone da drauf haben bei der Mission, die sind abgeschlossen, vollständig. Und die anderen, naja, die müssen halt noch abgeschlossen werden. Die haben wir noch gar nicht angenommen und so. Daher offenbar der Plan Vernichtung. Was? Vorbereitung, nicht Vernichtung. Herausforderung 3. Die fehlen noch. Na gut. Jetzt aber endlich mal hier die Juwelen noch herstellen, also wenn sie mal versuchen, diese herzustellen. Ist nicht ganz so einfach, wie ich herausgefunden habe. Ich hoffe, ich mache es trotzdem richtig. Hat sie noch etwas Interessantes? Nö. Schade eigentlich. Ja, wir lassen eher die Juwelen. Ja, ist doch ganz gut. Ja, wollte mit eigenen Händen so. Jetzt ist Konzentration pur gefragt, Freunde. Wie funktioniert das? Okay. Auswählen, vom gleichen Rang zusammengeschmolzen werden. Ein Juwel entsteht, sobald die Reinheit an Substanz 100% überschreitet. Gleichrangige, alles klar, Ränge, gut. Wählt Kristall der Reinheit. Wirf mehr Kristalle mit der gleichen Substanz in den Hochofen, um die Reinheit der Substanz zu steigern. Der Einwurf endet, sobald die Reinheit an Substanz 100% übersteigt oder 8 Kristalle ausgewählt wurden. Wähle zum Schluss Bestätigen und drücke A. Nachdem du Kristall gewählt hast, kannst du entscheiden, wer den Hochofen bedienen soll. Der Ofen muss von 2 Personen bedient werden. Dabei fungiert der eine als Werfer und die andere als Techniker. Erste Charaktere, ja. Der Werfer feuert während des Schmelzergangs nach. Die Art der Flamme hängt von den Fertigkeiten des Technikers ab. Mhm. Okay, Techniken. Also hier steht jetzt nichts davon, dass ich ihn im richtigen Moment drücken muss oder schnell ineinander drücken muss, den A-Knopf, sprich, ich habe das Gefühl, ich muss erstmal die Fähigkeiten erhöhen. Falls er das überhaupt schon kann, mal gucken, ob das wirklich geht. Ja, wollen wir wenigstens hier, war Techniken, Talente, Talentbäume wohl eher. Aufrichtigkeit. Hier was freischalten. Wieso kann ich ihn jetzt freischalten? Aktivieren geht nicht. Mann, ich wollte doch bei Wayne noch nachschauen. So, Charakterwechsel. Bei ihm geht's auch nicht, hä? Also sprich, aktivieren kann ich gar nichts, das wird irgendwie von selbst aktiviert oder was? Seltsam. Was ich noch machen kann, ist hier beim Talentebaum vorbeischauen.
Monado-Techniken trainieren. Wähle in Schultechniken das Dings das aus und drücke A, um die Übersicht der Monado-Techniken aufzurufen. Okay. Ah, das kann ich auch in den Schmetterling schlagen und so. Ich habe aber leider nur 630. Oh oh. Ist nicht so super, wa? Man, ich drücke immer die falsche Taste. So, Zeit, wie sieht's hier aus? Oh, oh, oh. 840, meine Fresse, der hat einiges. Alles klar. Ja, wie sieht's aus? Kontakt. Oh, noch schwierig zu sagen. Was kann ich jetzt von hier von gut aufrüsten? Was ist sinnvoll? Was ist eher doof? Vor dem Feind heraussteigert Wut. Der Feind greift Wayne an, der die Wut der Feinde im Umfeld erhöht. Einen gewaltigen Schlag. Klingt doch immer schön. So trainiert. Aura-Explosion. Angriff zu blocken. Aura-Explosion. Verfügbar, wenn eine Aura besteht. Senkt Feindesstärke. Denk mal, Wachdienst. Wow, 600. Wir sind sehr viel. Niederschlag. Ziel hat die Füße des Feindes, um ihn umzuwerfen. Klingt immer gut. Kriegsschwung. Okay, kann ich machen. Und noch Niederschlag. So, momentan EP, jetzt haben wir noch 230 übrig. Oh, oh, oh. Das wird, fürchte ich, für nichts mehr reichen, oder? Nee, sieht mies aus. Sieht sogar sehr mies aus. Ah, wieder die falsche Taste, alter Schwede. So, Monado aktivieren. Ich habe 631, das ist mal nicht so schlecht. Schlitzklinge 220. Ich denke mal, Monado-Techniken sind jetzt effektiver, daher mal den Schmetterschlag versuchen. Oh je, der wird reinhauen, nämlich. So, sehr schön. Und jetzt mal versuchen, nicht wahr? Ja, wollen wir versuchen es mal. Die Frage ist bloß, was trainieren wir hier jetzt am besten? Verstärken wir jetzt am besten oder stellen es her? Wir haben hier Agi, Stärke, physisch Heilprozess. Agi klingt doch immer gut. Man hat sich auf Agi machen und soll ich gleich zwei Elemente miteinander kombinieren. Das geht ja auch gut. Denke ich mal. Denke ich das wirklich? Was habe ich jetzt hier gemacht? Heilprozess erhöht. Machen wir so einen, plus, was mache ich jetzt noch? Den da noch. Der sieht doch gut aus. Boah, 160 und 85, den versuche ich mal. Ja, das ist noch ein bisschen zu früh, verfrüht. Kann ich den Stärkewert noch ein bisschen erhöhen, ohne gleich über 100% zu kommen beim anderen? Geht das? Geht das nicht? Wie sagen wir, das geht? Das muss gehen. Sieht ja mal sehr mies aus, außer das könnte funktionieren. Mann, nach zur Seite. Hallo, Dings, so jetzt. Oh je, das wird lustig. Das war hier, 79, 71, da, 160, 112. Sieht doch schon mal sehr gut aus. Dann die beiden, ich hoffe, das funktioniert auch. Ja, und jetzt einfach drücken wie ein Bekloppt oder was? Zylinderumwandlung, noch eins verfügbar. Okay. War das gut oder war das schlecht? Erhöht um 4, erhöht um 6. Ne, ich weiß nicht. Freunde, schreibt doch bitte in die Kommentare, ob es das gut wird, ob es schlecht war oder was ich hier prinzipiell noch besser machen könnte, beziehungsweise ob ich einfach bessere Kristalle brauche zum Herstellen. Ich verstehe das Ganze nicht, aber denke mal, es ist auch nicht so übel. Hoffe ich zumindest. So, jetzt aber. Was mache ich jetzt noch? Jetzt wird erstmal noch neu ausgerüstet.
Und dann machen wir uns auf zur Tefra-Höhle, weil wir dann noch ein paar Gegner zum Plätten haben. Und ich denke mal, vielleicht sind wir dann auch schon auf dem Weg zu Koloni 9. Koloni 6, Quatsch. Koloni 9. So jetzt aber. Das Monado, das bleibt ja so. Leerer Sock, kann ich da jetzt noch alles machen? Stärke, alter Schwede. Physischer Angriff. Wow. Max KP, Stärke um 2, ne, ist nur um 1. Und physischer noch drauf, oder wird der andere, der wird schlechter, oder? Ja, ich würde das gerne kombinieren, von daher... wir sind so mit. Physischer Angriff plus KP kombiniert. Oh. Nein! So, physischer Angriff und KP. Wenn ich jetzt so mache. Müsste eigentlich kombiniert werden, oder? Dann könnte ich ja theoretisch auch, wobei Schul braucht eigentlich die KP. Ne, braucht vor allem Rain, er braucht vor allem Angriff, Schulk. So. Ach so, jetzt, ja, schon gut. Schon gut, so, hier noch und jetzt, wie sieht's aus? Wow, alter Schwede. Kann ich hier eigentlich vielleicht jetzt beim Juwelier das Ganze wegnehmen? Wow, wieso geht das nicht? Wer sagt, das geht? Das entfernen. Hä? Mann, ne, die Mütze sieht doch bekloppter aus. Okay, Kampfrüstung, ist die sowieso besser? Gibt es noch eine bessere? Nö. Frontrüstung. Oh, in Rot, auch nicht schlecht. Bereits ausgerüstet. 9er Ärmel wird ersetzt durch Leichthandschuh. Naja. 7 optisch betrachtet kein Unterschied, aber gut. Hauptsache es hilft, ja. Soll es ihm schon was geben, oder? Ja, Schulk hat bereits 3 Kristalle, von daher lieber mal nicht, schätze ich mal. Kampflegends. Ja gut, dann ist er belassen. Die Botschafterschuhe. Sind ja auch gut. Ja, ich denke mal, Schulk sieht jetzt mal nicht so schlecht aus. Das heißt, jetzt wird Rain aufgerüstet. Kampfstiefel, was kann ich dir noch Schönes bieten? Noch ein besseres bieten. Die Leichtschuhe. Cool, jetzt mit der Legends. Die Kampf... Das ist auch kein großer Unterschied. Koloni Ärmel, da kriegst du jetzt... Oh, wow, Leichthandschuhe, Karawannenstülpen. 9er Ärmel, nö. Optisch, wie sieht's aus? Ja, die sind cool, die passen ein bisschen besser. Sehr schön, jetzt noch die Kampfrüstung. Alter, die Folge wird wieder mal lang und lang und länger und länger. Naja. So. Das ausgerüstet. Ja, bleibt wohl so wie sie ist. Die Koloni-Kappe. Die leichte Kappe. Ja, sieht bekloppt aus, aber wenn es hilft. Die Waffe, kann ich da auch eine bessere nehmen? Nö, scheiße. Der Autoangriff ist ein bisschen höher. Was heißt ein bisschen? Ein bisschen viel. Physischer Angriff ein bisschen runter. Soldatenpike. Na, ich versuch's mal. Ein Autoangriff sollte man, denke ich mal, nicht zu unterschätzen. Daher passt das schon. Wow, 3 leere Socken. Alter Schwede, kann ich jetzt den ausrüsten? Gut. Und dann kriegst du noch maximaler KP dazu. Tja, das war so ein paar mehr Juwelen, wa? Alter Schwede. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das ist gut so und nicht allzu schlecht. Da bin ich mal auf eure Kommentare und vor allem auf eure Meinung gespannt. Nee. Ich konnte was anderes lesen. Tutorials. Ist denn jetzt hier bezüglich dem Juwelenentferner aus? Wo geht denn das jetzt überhaupt?
Kampf beginnen. Wo war's jetzt? Wo war's? Nirgends. Ah, doch, hier Sockel. Das war's, glaube ich. Ja, das ist gut. Das weiß ich. Entfernen? Geht das gar nicht mehr, oder was? Alter. Junge, wo bist du? Ah, hier. Nein, ich würde gerne entfernen. Hallo. Ich will entfernen. Geht das gar nicht mehr? Das muss doch gehen. Seltsam. Na, egal. Gut, wir haben es soweit alles zusammen. Das heißt, jetzt noch kurz... falsche Taste. Ein bisschen reisen möchte ich auch noch gelernt sein, nicht wahr? Hallo? Mal kurz. Legende, das ist die Plus. Nächstes Ziel. Wo ist nächstes Ziel hin? Hallo, Kolonie 6, wo bist du? Das wäre hier oben. Kolonie 6, aber der Tefra-Höhle entlang. Seltsam. Okay, schnell Reise Tefra-Höhle, schon sind wir da. Yes? Ja, das sitzt genau da vorne. Ja, gut. Schon wieder singende Ukore, muss sowieso noch besiegen, von daher passt das schon. Und, was machst du hier? Achso, ist der andere. Jetzt, Freunde, bin ich mal gespannt, wie der Kampf ausgeht, hey.